Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von F1 2017 in der F1-Karriere. Und wir stehen jetzt gleich mal einmal am Ende der Saison an. Wir sind jetzt noch in Japan und gehen jetzt weiter nach Austin. Wir haben jetzt aber noch schnell kurz ein Showrennen bzw. sich auch aus Versehen als Verfolgungsrennen in Bahrain ausgewählt und nicht mehr das kleine Rennen in Austin. Ja, ich habe mich vertippt, als ich wieder ins Game reingekommen bin. Darum machen wir jetzt halt etwas anderes, ist aber auch nicht schlimm. Und ja, ich würde sagen, wir legen gerade los. Das nächste Rennen ist in Austin, da kommen glaube ich noch 3 weitere Rennen und dann sind wir fertig. Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Und dann sind wir fertig mit dieser Saison und dann geht es weiter ins 2018. Ich freue mich schon drauf, weil, das habe ich glaube das letzte Mal schon gesagt, in der letzten Episode, das sind dann so die Games, die ich dann ein bisschen öfter mal gespielt habe. Gut, 17 habe ich auch recht oft gespielt, aber 18, 19 und 20 haben einfach geile Fahrphysik gehabt. Und ja, freue ich mich drauf. Und ja, man will mal sagen, legen wir los. Wir gehen mal in das Showrennen weiter, oder das Eventrennen. Und schauen wir mal, wie das so wird. Wir fahren mit dem Ferrari in Bahrain. So, also, wir haben ein Verfolgungsrennen mit dem Ferrari von 2007. Und haben jetzt 3 Runden und wir dürfen hier fahren langsam und dürfen nicht was früher starten. Okay, wir müssen sie einfach alle wieder überholen. Alles klar, let's go. Klingt schon besser, das Zeug da. Ui. Ich glaube, die haben sogar noch Traktionskontrolle gehabt, die Fahrzeuge. Noch der nächste, aber die anderen 2 werden noch schwierig werden, glaube ich, zum Einholen. Oder auch nicht. Wo habe ich den bitte berührt? Okay. So, dann haben wir das schon abgeschlossen. Es war sehr einfach, aber macht Spaß. Ich finde das so lustig. So, herzlich willkommen zum Qualifying hier in Austin. Und ja, das Training war eigentlich okay gewesen. Ich habe nicht mehr so grosse Entwicklungen gemacht, weil wenn ich jetzt noch Entwicklungen mache, das würde ich eh nicht mehr eigentlich auf Ende Saison bekommen, beziehungsweise das meiste dauert immer etwa so 2-3 Wochen. Und jetzt können wir glaube ich alle Rennen so nacheinander, vielleicht wird ein Update noch drin, nie lange, aber jetzt haben wir gedacht, ja, komm, egal, ich muss eigentlich die Trainingsdinger gar nicht mehr gross machen, weil es lohnt sich nicht zum Entwickeln. Ja, wir gehen jetzt mal raus, wir fahren mit den Ultrasofts und schauen wir mal, wo wir landen da. Ah, P2! Um 2 Zettel hinter dem Räikkönen. Aber das ist eine gute Zeit. Ist so geil. Irgendwie, das wäre ein guter Grip gehabt. Wenn das Auto sich so im Rennen verhält, könnte es ein gutes Rennen geben. Ich fahre nicht mehr, weil ich spare mir lieber nochmal den Satz Soft. Perfekt, habe ich einfach vergessen. Oder ja, habe ich einfach Dings übersprungen. Sorry für alles. Wir legen los gerade. Ich nehme jetzt extra mehr Sprit mit, darum habe ich jetzt nicht angepasst. Keine Angst, ich habe es nicht vergessen. Weil ich möchte lange mit Fettgemisch fahren. Jetzt habe ich nämlich 2 Runden in Fettgemisch und ich möchte jetzt die ersten 2, 3, 4 Runden wirklich nur mit Fettgemisch ballern. Und dann dürfen wir einfach mal in Turn 1 rein. Und der reissen gerade mal schnell kurz die Führung an uns. Let's go! Da hat jetzt gerade aber der Bottas und der Hamilton richtig alt ausgesehen.
So, jetzt muss ich irgendwie muss ich jetzt einfach vorwärts kommen, ohne Bottas, beziehungsweise einfach, dass ich einen Gap reinreissen kann. Boah, shit. Nein! So einen schlechten Exit rausgekommen, aber wir können vielleicht nochmal in Turn 1 reindiven. Wie beim Effekt mit Struffen, wir verbröteln jetzt das Zeug schnell. Oh! Nein! No way, er hat abbremst. Leichter Frontwing Damage. Damit müssen wir klarkommen. Stell das Gemisch nicht zu fett ein. Ah, ich habe kein Aero mehr vorne. Oh! Alter Sepp, was machst du? Track Limit, okay. Was bekommt? Der Keip, ey. Schade, dass jetzt nicht aussen rumgebloben, das wäre noch cool gewesen. Hätte ja nachher eigentlich eine Kurve innen gehabt. Ach, der Hamilton, ey. Der Keip klebt mir Kopf durch schon in meinem Getriebe rein. Also, die letzten 3 Rennen hatte ich immer richtig einen Kampf mit dem gehabt. Oh, gelb. Gelb hinter uns. Safety Car, bitte. Bring Safety Car. Oder das Virtual. Oh, der Hamilton, ey. Leck mir am Arsch. So der wieder da. Es gibt kein Virtual oder kein Safety Car. Schade. Gut, er wird jetzt an uns vorbeiziehen, der Hamilton, weil er wird den Frontwing nicht müssen wechseln. Nein, er muss nicht wechseln. Wir wechseln ihn halt. Weil ich brauche einfach den extra Grip. Ich warte. Okay. 8,4 ist okay. Wir können es noch holen. Können wir vielleicht noch holen. Ich fahre jetzt eine Runde mager. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf Will- dieser Mission zu Ende fahren. Kann ich ein bisschen Fettmisch sparen. Und dann drehen wir nochmal auf. Bis 6. Tolles Finish. Du hast dich verbessert. Da wo erwartet wurde, ist ihm abgeliefert. Ausgezeichnete Arbeit. Ah, schade. Ich hätte mir so mehr erhofft aus dem Rennen, beziehungsweise dass wir vielleicht eben den Dings können noch holen, den Ricciardo, aber es hat leider nicht gelangt. Wieso droppt unsere Fahreranerkennung eigentlich bei Mercedes und bei Ferrari die ganze Zeit? Ich verstehe das nicht. Verstehe das nicht. Also gut, bei Ferrari ist klar gewesen, wegen der Rivalität. Ich glaube, wenn man ihn geschlagen hätte, wären sie gestiegen, weil wir dann nachher potenziell Interesse, also ja, also Ferrari hätte dann Interesse an uns gehabt. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, aber okay. Gut, also, ja, ich würde sagen, wir gehen dann in der nächsten Episode weiter ins nächste Rennen. Das nächste Rennen ist ja dann in Mexiko. Das ist zwar wieder eine Strecke, wo man gar nicht liegt. Ich weiß gar nicht, ob man dort, oder wie gut das es wird dort. Ressourcenpunkte, ganz ehrlich, kann ich immer noch nicht machen, weil ich einfach keine Ressourcenpunkte habe zum Upgraden. Wobei, eben, wie schon gesagt, es lohnt sich auch jetzt im Moment einfach nicht. Weil wir sind so am Ende von dieser Saison und bis da die Updates kommen, ist die Saison vorbei und dann gehen wir eh wieder in ein anderes Game. Wir übernehmen ja das nicht da. Von dem her spielt das dann ja eh nicht so eine Rolle. Und ja, da würde ich sagen, was das war mit der heutigen Episode vom F1 2017, der F1 Karriere. Falls euch das Video,
die Episode, wollte ich sagen, oder eigentlich das Video. Sehr gut. Nein, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und sonst sehen wir uns dann, wie gesagt, in der nächsten Episode wieder. Und bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!